Am nächsten Morgen musste Nils entdecken, dass der Martin schon wieder verschwunden war. Er hat sich sofort am Strand auf die Suche gemacht. Martin! Martin! Wo bist du? Hat er immer wieder gerufen und überall gesucht. Hinter den hohen, weißen Sanddünen und unter den dicken Biegen mit Schwemmholz hat er geschaut. Sogar aufs Meer raus hat er gerufen. Martin! Martin! Wo bist du? Wo kann er auch sein? Das Meer kann auf dieser Insel nicht holen. Vielleicht ein Mensch? Oder ein grosses Tier? Am Nils ist es kalter Rücken herabgelaufen, wenn er daran gedacht hat, dass der Martin tot sein könnte. Und es hat ihm nicht nur Angst gemacht, dass er dann vielleicht nie mehr ein Mensch könnte werden. Am meisten Angst hat er davon gehabt, seinen besten Freund zu verlieren. Der Nils ist weiter am Strand entlang gelaufen, bis er zu einer Mauer gekommen ist, die bis weit ins Meer ausgebaut worden ist. Der Nils ist traurig an den warmen Stein vor der Mauer hin und her gelaufen und hat überlegt, was er machen könnte. Plötzlich hat er ein Geräusch gehört, ein Kratzen. Vorsichtig ist er an den warmen Stein aufgeklettert und hat säuferlich zuerst nur mit dem Nasenspitz über die Mauer geschaut. Ihm ist gerade das Herz stehen geblieben bei dem Anblick. Martin! Hat er fast ausgerufen, sich dann aber schnell die Hände vors Maul gehabt und sich noch ein bisschen mehr hinter der Mauer versteckt. Nur noch seine rote Zipfelmütze hat hinter dem Stein geschaut. Von dort aus hat er beobachtet, wie der Martin mit viel Mühe über einen Steinhaufen geklettert ist. Zwischen seinem Schnabel hat er ein Rüebli geklemmt. Was liegt denn dort unten? Der Nils hat seine Augen zusammengekniffen und ist ein bisschen weiter an den Rand der Mauer vorgekrochen. Oh! Ist es am Nils da empfahren. Jetzt hat er erkennen, was dort neben dem Steinhaufen gelegen ist. Eine wunderschöne Graugans. Der Martin hat behutsam seinen Hals gebeugt und ihr ein Rüebli gegeben. Die Graugans hat ihn angestrahlt und mit heller Stimme gesagt: Danke, dass du dich so lieb um mich kümmerst. Ohne dich müsste ich sterben. Ich wünschte mir nur, es würde dir etwas besser gehen und du könntest mit uns weiterfliegen. Hat der Martin besorgt geantwortet. Ihre Freunde sind sicher ohne sie weitergeflogen. Hat der Nils vermutet. Morgen komme ich wieder. Hat der Martin versprochen und der Graugans nochmal liebevoll zugelächelt. Dann ist er davon. Der Nils hat nicht lange überlegt, ist über die Mauer gerutscht und hat zu der Graugans gesagt: Verschreck nicht. Mein Name ist Nils Holgersson. Ich bin Martin, sein bester Freund.